Aber ganz ehrlich, habt ihr das noch nie erlebt? Dass ihr wie verrückt an die Tür von Gott gehämmert habt und er hat einfach keine Antwort gegeben. Dass ihr gesucht habt, nonstop, bis ihr fast trümmelig war, vom lauter im Kreis laufen. Und Gott hat sich nicht finden lassen. Ich habe das schon erlebt. Vor 4 Jahren hatte ich einen gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt, wo ich mega müde war, die ganze Zeit musste schlafen. Und mein Kopf, wo mein Hauptkapital ist, mit dem, was ich alles gemacht habe, was ich gedacht habe, was ich geschafft habe, der hat einfach nicht mehr mitgemacht. Heute Abend wird es ernst. Heute Abend ist nichts mit schönen, runden Bibelversen, so ein bisschen ermutigend. Und nachher können alle schön heim schlafen. Heute Abend kann es sogar sein, dass ihr nachher sagt, Christoph, ich bin gar nicht mit dir einverstanden. Heute Abend hoffe ich, dass niemand heimgeht und denkt, ja, es war ein guter Gottesdienst gewesen. Aber zuerst muss ich euch etwas beichten. Und zwar gibt es etwas, wo ich die meiste Zeit von meinem Tag verbringe. Etwas, wo ich einfach nicht loswerde. Ich bin am Sachen suchen. Nonstop, Portemonnaie, Schlüssel, Hals durch. Letzte Woche bin ich ins Büro reingekommen, habe meine Jacken aufgehängt, alles aufgehängt in der Garderobe. Und als ich wieder heimgehe, wo ist mein Halstuch? Habe ich am Boden geschaut, habe ich überall in der Jacke geschaut, habe ich im Büro geschaut. Es war einfach nicht mehr rum. Wo ist jetzt schon wieder das Halstuch? Ich musste halt ohne heim müssen. 2 Tage später war die Kappe auch weg gewesen. Wo ist jetzt die Kappe? Und wenn ich halt kalt hatte und gleich arbeiten musste und nicht noch Zeit hatte zum Suchen, bin ich losgegangen und habe gesagt, okay, dass ich wenigstens ein bisschen warm habe, tue ich die Kapuze rauf. Und siehe da, das Halstuch war in der Kapuze gewesen. Ich bin die ganze Zeit am Suchen und jetzt einfach nicht los. Und Judith und Christian können euch bestätigen, und Elias auch, es vergeht keine Woche, wo ich nicht irgendwie komme und frage, habt ihr irgendwo einen blauen Pulli gesehen? Oder mein Portemonnaie ist noch irgendwo, habt ihr das gesehen, rumliegen? Es gehört einfach dazu irgendwie, und auch wenn ich es loswerden will, ich schaffe es einfach nicht. Und dann gibt es so Leute, die mich versuchen zu ermutigen und sagen, wer sucht, der findet. Ja, wer sucht, der findet. Danke vielmals. Für euch tönt das so ein bisschen leichter hergesagt und für mich ist das eine komplette Untertreibung von einem riesigen Lebensproblem. Wer sucht, der findet. Das ist doch nicht so einfach. Ich bin die ganze Zeit am Suchen. Und dann gibt es auch noch die fromme Version davon, wer sucht, der findet. Wisst ihr, wie die geht? Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und jeder, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7, 7-11. Das ist so ein bekannter Spruch, den haben ihr alle schon gehört. So einer, wo man gerne an die Wand aufhängt, um die Leute zu ermutigen, wo man auf das draufdruckt und an Kampf verschenkt. Oder wo man braucht, wenn irgendein Aufruf ist, im Sonntag am Schluss vom Gottesdienst. Wer sucht, der wird finden. Aber der Vers hat auch einen riesigen Stressfaktor drin. Für Leute wie mich vor allem. Denn, ja, was ist, wenn jetzt eben die Türe nicht aufgeht? Wenn man keine Antwort bekommt. Ja, wer sucht, der findet. Ja, dann habe ich einfach noch nicht genug gesucht. Dann muss ich noch ein bisschen fester an die Tür doppeln. Dann muss ich einfach noch mehr auf den Knie und noch länger beten, dass Gott endlich etwas macht. Und das heisst ja, wer sucht, der findet. Gott gibt ja immer Antwort.
Und je länger dass man es probiert, desto gestresster und desto verbitterter unter Umständen wird man. Für die Leute unter euch, die schon schwierigere Sachen im Leben durchgemacht haben, die wissen, dass es eben manchmal auch anders heisst. Wer bittet, dem wird nicht immer gegeben. Wer sucht, der wird nicht immer finden. Wer anklopft, dem wird nicht immer aufgetan. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die einen vielleicht sagen, Christoph, jetzt gehst du zu weit, jetzt fängst du an, Bibelverse umzudeuten. Jetzt fängst du an, Sachen innen zu interpretieren, die gar nicht da sind. Das ist unbiblisch, Blasphemie, was predigst du noch da vorne? Und wenn man auf Google suchen, und das mache ich manchmal, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann müsste ich euch fast recht geben. Ich bin nämlich suchen und habe Google gefragt, wer hat da eine Predigt gemacht oder was gibt es für einen Artikel zum Thema Gott lässt sich nicht finden. Und wisst ihr, was hat Google gemacht? Hat einfach gerade angefangen zu suchen, Gott lässt sich finden und das Nicht hat es gerade ignoriert. Dann habe ich gesagt, doch, Gott lässt sich nicht finden, ich will etwas zu dem herausfinden. Und dann ist nichts Gescheites dabei rausgekommen. Es scheint, wie alle die Artikel schreiben, alle die Google füttern mit ihren Predigten und ihren Artikeln, wie man gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott sich mal nicht finden lässt. Ein No-Go, etwas, wo man einfach sich nicht vorstellen darf, weil man ja, sonst schon fast kein Christ mehr ist. Aber ganz ehrlich, habt ihr das noch nie erlebt? Dass ihr wie verrückt an die Tür von Gott gehämmert habt und er hat einfach keine Antwort gegeben. Dass ihr gesucht habt, nonstop, bis euch fast trümmelig war, vom Luther im Kreis laufen. Und Gott hat sich nicht finden lassen. Ich habe das schon erlebt. Vor 4 Jahren hatte ich einen gesundheitlichen Zusammenbruch gehabt, wo ich mega müde war, die ganze Zeit musste schlafen. Und mein Kopf, wo mein Hauptkapital ist, mit dem, was ich alles gemacht habe, was ich gedacht habe, was ich geschafft habe, der hat einfach nicht mehr mitgemacht. Und bis heute merke ich das noch, dass ich verschiedenste Sachen nicht mehr machen kann, die ich vorher konnte. Sachen parallel machen, Multitask, das geht nicht mehr. Ich brauche immer wieder mehr Zeit zum Schlafen, ich brauche immer wieder meine Pause. Und einfach, es gibt so viele Sachen, wo ich merke, da komme ich an meine Grenzen, die ich vorher konnte. Ich habe von einem Arzt zum nächsten einen Weg gesucht. Was könnte es noch sein? Wo könnte man etwas finden? Ich habe verschiedene Medikamente ausprobiert. Was könnte echt etwas verändern? Und ich bin immer wieder bei Gott klopfen. Herr, was soll das? Ich habe dir doch mein Leben gegeben. Ich habe doch dieser Berufung, die du mir gegeben hast, zum Heilsarmee-Offizier, habe ich gefolgt. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt kann ich auf diesen Weg, so wie es auch heisst in der Bibel, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann in diesen Werk unterwegs sein, in diesen Werk wandeln, wo Gott für mich vorbereitet hat und nachher quasi vom einen Erfolg zum nächsten gehen. Und jetzt bin ich da. Was soll das, Gott? Was ist das für ein Plan? Das geht doch nicht auf. Und Gott ist einfach nur still gewesen. Hat nichts gesagt. Es ist keine Tür aufgegangen. Ich weiss, wie mir geht es 1000 anderen Leute auf dieser Welt, dass sie verzweifelt und irgendwann mit fast keine Kraft mehr immer wieder zu Gott kommen und das Gefühl haben, wo ist er? Wieso gibt er keine Antwort? Es heisst doch da, dass man nur klopfen muss. Jetzt sagen die einen unter euch vielleicht, das sind ja Gefühle, das sind Lebenserfahrungen. Und auf die muss man zwar schon schauen, aber wie man sein Gottesbild aufbauen, wie Gott ist und was er macht, das kann man nur allein aufgrund der Bibel bestimmen. Dann schauen wir mal in die Bibel. Und schauen wir mal, was im heutigen Bibeltext steht. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin
zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Jesus sagt zu seinen besten Freunden, zu den Männern, die noch 3 Jahre lang jeden Tag unterwegs sind, wo sie durch dick und dünn gegangen sind, sagt er, ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich nicht finden. Ich werde weg sein. Ich werde nicht zugänglich sein. Ich werde nicht in eurer Nähe sein. Der Psalmist hat etwas Ähnliches erlebt. Im Psalm 22 lesen wir, wie er schreibt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Der Psalmist war verzweifelt. Er hat von Gott eine Antwort wollen, er hat eine Reaktion wollen. Sag doch mindestens etwas, Gott. Und Gott war ruhig. Und jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Geschichte. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er genau diesen Vers zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schreit in seiner Verzweiflung an die Tür, schreit zu Gott, zum Vater. Gott, Vater, wo bist du? Er sucht ihn und schaut zum Himmel auf und hofft, dass irgendeine Antwort kommt. Und Gott ist still. Auch da könnte man wieder sagen, das sind Gefühle vom Psalmist, das sind Gefühle, die Jesus in dem Moment hatte, aber das ist keine definitive Wahrheit. Doch schauen wir mal, was im Hosea 5,6 steht. Israel und Ephraim straucheln durch ihre Schuld. Auch Juda ist mit ihnen gestrauchelt. Mit ihren Schafen und Rindern werden sie kommen, den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden, denn er hat sich von ihnen gewandt. Der Prophet Hosea sagt, Gott wird nicht Antwort geben. Seinem geliebten Volk, seinem auserwählten Volk, wo er schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende unterwegs ist mit ihnen, Gott wird ihnen nicht Antwort geben, wenn sie zu ihm rufen. Aufgrund von diesen verschiedenen Beispielen haben wir gesehen, dass es manchmal vorkommt in unserem Leben, manchmal vorkommt in dem Leben von unseren biblischen Vorbildern, dass Gott nicht reagiert, wenn wir zu ihm rufen. Es scheint, dass es irgendetwas gibt, wo ihn manchmal dazu veranlasst, nicht Antwort zu geben. Einfach still zu bleiben. Doch warum ist das so? Ist es wie bei den Israeliten, beim Hosea, dass wir etwas gemacht haben, was ihm nicht gefällt? Es kann, es muss aber nicht. Ist es wie bei Jesus, dass Gottes Plan ein anderer ist wie unser? Es kann, es muss aber nicht. Oder ist es wie in einer anderen Geschichte in der Bibel, zum Beispiel wie beim Hiob? Wir wissen es nicht. Und ich habe gemerkt, die Frage, warum Gott still ist, wieso Gott manchmal keine Antwort gibt, die ist so schwierig. Und da habe ich gemerkt, da habe ich gar keine Antwort gefunden. Und vielleicht ist jemand von euch mal motiviert, über das eine Predigt zu machen und da ein bisschen tiefer zu graben. Dann wäre ich gespannt, dazu zu hören. Aber ich habe etwas anderes gemerkt dafür. Und zwar, dass die Warum-Frage gar nicht so wichtig ist. Wenn wir nämlich einen Grund wissen, wieso Gott schweigt, dann hat es eigentlich eine Motivation dahinter. Und das ist, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir wissen, warum Gott schweigt, dann können wir nachher Gottes Problem lösen und nachher retten und nachher ist bei uns auch wieder alles gut, weil dann gibt er uns eine Antwort. Aber Jesus gibt uns einen Weg, wo wir das gar nicht brauchen. Jesus sagt uns, wie wir in dieser Zeit, wo er weg ist, in dieser Zeit, wo wir das Gefühl haben, er ist am anderen Ende der Welt und nicht in unserer Nähe, wie wir in dieser Zeit können im Glauben weiter unterwegs sein. Das Warum braucht es eigentlich gar nicht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr Kinder,
Ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch zu euch. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich denke, der zweite Teil von dem Vers, den kennen fast alle von euch. Jesus ermutigt seine Jünger, sich gegenseitig zu lieb haben. Aber was Faszinierende ist daran ist, dass genau der Vers medizinisch von Jesus für uns, wenn er mal nicht da ist, wenn er weg ist. Er sagt zu seinen Jüngern, wenn ich ganz weit weg bin, wenn ihr mich nicht spürt, wenn ihr keine Antwort von mir bekommt, dann hebt eure Geschwister in der Kirche oder im Hauskreis lieb. Und lasst euch von ihrer Liebe zu euch und zu Jesus tragen. Ihr seid nicht alleine. Ihr habt noch andere in dieser Zeit. Und Jesus braucht ein anderes starkes Bild. Im Johannes 16, 19 bis 21 lesen wir, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Ganz ehrlich, ich bin kein Spezialist fürs Gebären. Für das hätte man Judith. Aber ich werde es gleich wagen, 2, 3 Gedanken dazu zu sagen. Weil ich finde es ein starkes Bild. Jesus sagt zu seinen Jüngern nicht, ja, wenn ich dann weg bin, ja, das schaffen wir dann schon irgendwie. Oder, ja, ihr habt es jetzt ja 3 Jahre lang gesehen, das klappt dann schon, ihr seid ja stark. Oder sonst irgendein 0815 Trostsatz. Nein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die Zeit, wo ihr ohne mich werdet sein, die wird euch so Schmerzen machen, wie etwas von den schlimmsten Schmerzen, was sich Menschen vorstellen können. Es wird etwas vom Schlimmsten sein, wenn ihr mich nicht hört. Es wird euch wehtun. Ihr werdet hoffen, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Es wird furchtbar sein, die Zeit, wo Jesus noch nicht da ist, wo Gott nicht Antwort gibt, wo wir ihn nicht finden können. Und gleichzeitig sagt Jesus aber, dass der Moment, wo Gott dann nachher wieder Antwort gibt. Der Moment, wo Jesus dann wieder da ist. Wo man merkt, jetzt hören wir ihn wieder. Jetzt ist die Verbindung wieder da. Dass der Moment ist, wie wenn ein neues Kind auf die Welt kommt. Etwas Neues darf entstehen. Und dass der Moment, wo Gott nach langem Schweigen widerspricht, ein Moment ist, wo so stark ist und so verändernd ist, dass alle Schmerzen wird einfach in einem grauen Licht zurückgelassen. Und schließlich gibt es Jesus noch einen dritten Tipp an seine Jünger. Und zwar nicht für die schon verzweifelt auf eine Antwort von Jesus warten, sondern für die gerade noch näher bei ihm sind. Da sprach Jesus zu den Jüngern: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt, auf dass ihr des Lichtes Kinder werdet. Jesus redet da vom Licht und Jesus ist das Licht. Und er sagt da, glaubt an das Licht, glaubt an mich, solange ich noch bei euch bin. Umdeutet auf unsere Zeit kann man sagen, wenn es dir gut geht, dann merkst du, dass du jetzt gerade so eine Zeit hast, wo du richtig mit Jesus dran bist, dann geniesse es. Dann lass dich von dieser Zeit stärken. Dann nimm die Zeit und leg eine Basis für eine andere Zeit, die wir kommen. Wird nicht nachlässig und denk, ja, jetzt geht es mir so gut, jetzt brauche ich Jesus nicht mehr. Sag nicht, jetzt geht es mir so gut, jetzt lerne ich ein bisschen nach mit meinem Unterwegssein mit Jesus, sondern nutz die Zeit, die gut ist. Nutz die starke Zeit mit Jesus
um Ritual aufzubauen, die dich bei ihm halten, um dich zu stärken für die Zeit, die später kommt. Alle Bibelverse, die ich euch jetzt vorgelesen habe, sind vor den Pfingsten. Vor den Pfingsten heisst, sie sind passiert oder sind gesagt worden, bevor wir den Heiligen Geist bekommen haben, der in uns hinein wohnt. Der Teil von Gott, vom dreieinigen Gott, der in jedem Moment bei uns ist. Und jetzt haben wir Gott doch so nah, wie nichts anderes in unserem Leben. Er ist in unseren Herzen, tiefst inne. Und gleichzeitig erleben wir manchmal noch, dass es eben nicht Antwort gibt, wenn wir ihn suchen. Ich denke, das hat einen einfachen Grund. Wir haben vorher gesehen, dass es ein Teil ist von Gottes Charakter, könnte man sagen, oder von Gottes Vorgehen, dass er manchmal nicht Antwort gibt. Dass er uns manchmal suchen lässt, dass er uns manchmal im Unklaren lässt. Und das heisst, auch wenn er in uns hinein wohnt, dass die Strategie von Gott sich nicht ändert, nur weil er jetzt ein bisschen näher ist. Wenn du jetzt gerade in einer Zeit bist in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, es geht weder hinter noch für dich. Du hast das Gefühl, du bist in einer Sackgasse. Du hast das Gefühl, Gott ist nie mehr. Du klopfst bei ihm an, du suchst bei ihm, du bettest zu ihm und er ist stumm. Wenn du jetzt in so einer Zeit bist, dann darfst du wissen, es ist nicht deine Schuld. Und du darfst wissen, Gott ist da, auch wenn er dir keine Antwort gibt. Und er weiß, wie weh das dir das tut und er hat keine Freude daran. Er weiß, dass es der schlimmste Schmerz ist, der in deinem Herz ist, wenn er dir keine Antwort gibt. Und gleichzeitig lässt das zu. Gleichzeitig sagt er dir aber auch, es wird vorbeigehen. Die Zeit vom Kämpfen, vom Schmerz, vom Gott, wo weit weg scheint. Und er ermutigt dich in dieser Zeit, wo es dir so schwer fällt, mit ihm unterwegs zu sein, wo du ihn nicht hörst, dass du in dieser Zeit deine Glaubensgeschwister liebst und dich von ihrer Liebe lässt tragen durch die Zeit durch. Und wenn es dir gerade gut geht und Gott mega nahe ist, dann geniess es. Stärk dich in dieser Zeit. Und wird nicht nachlässig, weil du das Gefühl hast, es läuft dir sowieso immer alles rund. Ich denke, das Geheimnis in all dem liegt darin, dass man aufhört, panisch an Gottes Tür zu klopfen. Und dann immer suchen, bis man darauf umgeht, weil es fast trümmelig wird. Sondern, dass man lernt, leben mit dieser Spannung, dass er keine Antwort gibt. Und ihm vertraut, dass er uns leitet, auch wenn wir ihn nicht hören. Ich wird weiterhin ein Suchender bleiben. Portemonnaie, Schlüssel und Halstücher werden nicht plötzlich einfach auftauchen. Ich werde die auch noch mein ganzes Leben weiter suchen. Da nützt auch keine Predigt etwas. Doch ich will lernen, mich weniger zu stressen von dem, dass man es eben nicht finden kann. Und lernen, warten, bis es so weit ist, dass es wieder vorkommt. So wie mein Halstuch, wo ja nach 2 Tagen auch wieder vorgekommen ist. Aber ob das wirklich klappt, mal schauen. Amen.